Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch Gurden. It's Kasperl. Leute, es geht weiter auf dem TS im wunderbaren Jahre unseres Herrn 2016. Und der nächste Ding ist Lustlord. Das kann spannend werden. Wir hatten aufgehört, ja, die Hater werden ignoriert. Dann hat er, glaube ich, noch irgendwas gemeint mit seinem TS. Und dann, als Tschö. Und da machen wir jetzt weiter. Wir sind nur auf der Hälfte vom Video. Ja, wir haben jetzt 1 Stunde 43 reacted und 3 Stunden 16 dauert's. Dementsprechend, ich bin zuversichtlich. Wir haben es dann bald. Ja? Dann müssen wir uns das nächste Projekt suchen. Ich bin gespannt, auf was wir da kommen. Aber bevor es jetzt hier losgeht, bleibt mir noch zu sagen, hockt euch her, sagen wir mehrere. Reißt euch eine Häube auf. An mir ging einer in Rainer. Wahrscheinlich heißt es jetzt wieder arrogant. Wenn es schon mit dem Gestöhne anfängt. Wahrscheinlich heißt es jetzt wieder arrogant. Ja, Rainer. Wahrscheinlich heißt das. Aber wenn sogar du das checkst, dann wird es schon so sein. Und alles, das habe ich auch schon mal in Teamspeak angesprochen. Das hast du schon vielleicht schüttelt den an. Ach was, wir reden ja alle ganz offen, da braucht sich niemand schämen. Wenn ihr alle ganz offen geredet hättet, ne, dann wären alle ganz offen und sehr schnell hier gebannhammert worden. Ich schäme mich nicht dafür, aber das klingt sehr angeberisch von mir. Das ist aber bei mir so. Das ist aber auch bei jedem Mann anders. Also Punkt 1. Oh, na. Aber hoffentlich kommt er jetzt hier nur mit so Sachen wie 16, aber bitte nicht, nee. Bitte nicht irgendwelche Detailbeschreibungen, Mengenangaben oder sonst irgendwas. Weißt du vielleicht auch, ich weiß es nicht. Sowohl der Mann als auch die Frau kann zum Beispiel der Namen vergessen. Nennt man das? Ich weiß nicht, was sowohl der Mann als auch die Frau kann. Erleuchte mich, Rainer. Also Vagina und Penis können halt auch zucken, beziehungsweise können halt auch durch Anspannung entsprechend noch ja. Das ist so Alter, wie er umeinander druckst. Ja, wir können also zucken, also durch Anspannung. Zusätzlich halt für Lust sorgen und alles. Und das Peniszucken zum Beispiel ist Das ist okay. Also, wisst ihr Bescheid, ne? Eine angespannte Pflaume sorgt für Lust. Ich kann das Band nicht mehr. das beherrscht kaum jemand von den Männern. Was Peniszucken? Peniszucken. Ich würde euch ja jetzt wieder The Lonely Island einblenden, aber dann kriege ich wieder die Copyright-Prügeln ausgeschmaßt. Oh ja. Press a check. Wenn man den so auf und ab hüpfen lassen kann. Ja. Da war so ein Super Mario Sound dazu. Boing, boing, boing. Können nicht alle. Genauso wie nicht alle Männer zum Beispiel, wenn sie eine Erregung haben, manche Männer können, wenn sie eine Erregung haben, zum Beispiel nicht aufs Klo gehen. Die Erregung erst abgeschwollen sein. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Beim Mann ist es halt einfach was. Er meint eine Erektion, nicht eine Erregung. Ja, also, das. Ich bin erregt, das kann ich mal aufs Klo gehen. Ja, das ist nicht so gut. Jetzt labert er da. So. Dieses Peniszucken ist eine Voraussetzung für verschiedene Sachen. Unter anderem. Übrigens, ich habe euch nach bestem Wissen und Können den Sound hier eingestellt. Der Part ist halt einfach Grütze, ne? Für 1 oder 2 verschiedene Sexualpraktiken.
aber auch für eine Technik, wobei man sich den Samenerguss sparen kann, wo man direkt nach dem Erguss quasi oder nach dem Orgasmus, der auch noch deswegen trotzdem einsetzt, nur halt ohne halt, dass man die Flüssigkeit. Boah, Alter, Rainer. Es ist unzusammenhängender Bullshit irgendwie, aber trotzdem widerlich auf einem Niveau, was ich selten gehört habe. Aufgibt und somit halt die Hormone aufhören zu wirken. Die Hormone hören auf zu wirken, Alter, wenn man. Willst du mich verarschen? Also, wisst ihr Bescheid, in dem Moment, in dem ihr zum Höhepunkt gekommen seid, hören eure Hormone auf zu wirken. In der Meinung eines besseren Wortes. Ja. In der Mangelung eines besseren Wortes. Aber die Hormone hören auf zu wirken. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob es wirklich so schwer gewesen wäre, eine bessere Alternative zu finden als das. Ne? Jedenfalls, dadurch kann man halt als Mann länger durchhalten. Ja, da erzählt euch wieder der Blinde was vom Regenbogen, Alter. Man kann dadurch quasi den Samenerguss selbst steuern. Bei einer Frau ist ein multipler Orgasmuserzähler, wenn sie wirklich Multipler Orgasmus. Etzala. Oh, sorry, Leute, ey, ich hab's. Oh. Ernst bleiben, Kasper? Perfekten Einstieg rein. Ich muss gar nicht großartig was dazu sagen. Es ist so schon. Es ist so schon einfach hilarious genug. einen Orgasmus hat und einen erfahrenen Partner hat, ist ein multipler Orgasmus bei einer Frau relativ einfach. Weil Ein erfahrenen Partner, so einer wie du einer bist, ne? Inzwischen 36 Jahre und immer noch ungebomst. der erste Orgasmus ist zwar recht schwer zu bekommen, aber nach dem ersten Orgasmus kann die Frau direkt eigentlich nochmal kommen. Daran. Aber bei einem Mann ist es genau andersrum. Also er kann zwar auch, manche Männer können öfter kommen als andere. Hat halt auch mit der Biologie zu tun. Aber jetzt lege ich das Spiel gleich weg, ey. Ja, besser ist es, Rainer. Besser ist es. Ne? Es befindet sich wahrscheinlich nur noch das absolute Minimum, ne, an Blut im Gehirn und in den Extremitäten, was notwendig ist, dass der Körper nicht mehr aufsagt. So, der Rest ist jetzt schon wieder im Shrimp. Ne? Das merkt man daran, dass du keinen geraden Satz rausbringen kannst, keinen Gedanken irgendwie fassen und dein Computerspielversagen, okay, ne, aber wenn sogar du es merkst, ne, dann ja. Moment. So. Also manche Männer haben mehr, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Manche Männer können halt einfach öfter hintereinander kommen. Bei anderen wiederum ist es halt auch so, dass die halt direkt nach dem Orgasmus, also nach dem Samenerguss, keine Lust mehr auf Sex haben. Alter, solche Sachen kann der sich merken, ja. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie genau das jetzt ist, was er da labert und so, seine Quellen etc. etc. Aber bei sowas, ja, bei solchen Themen, da ist er reiner Feuer und Flamme, da will er sogar freiwillig was lernen. Und zur Schule gehen, nicht um viel Geld und nicht mit Gewalt. Da muss zu Hause war der Fernseher mit Pokémon geguckt und Nintendo gespielt. Schule, nee. Lesen, schreiben, Bullshit. Aber so eine Scheiße, die pfeift er sich rein. Weil sie dann halt meistens komplett abblocken, wie du gerade schon gesagt hast. Und es ist halt Tatsache, dass die meisten Männer nach dem ersten Mal kommen, fertig sind. Und eine Frau haben wir ja auch, weißt du mit Sicherheit auch, eine Frau, bis sie wirklich einen richtigen Orgasmus hat, ist nicht so einfach.
Wenn sie allerdings ihren Orgasmus hatte, man meistens nochmal, wenn man halt noch geschickt ist, Lust noch weiter steigern, dass sie halt mehrfach kommt. Ja, Reini, ich verrate jetzt einmal was, es ist jetzt anekdotische Evidenz. Es gibt auch gar nicht wenige Frauen, die wollen dann, auch wenn, ne, wenn sie dann soweit waren, ne, haben erstmal eine Zeit lang da drunten keinerlei Berührung mehr haben. Ne? Beim Mann ist es genau andersrum. Wenn er einmal gekommen ist, dauert es ein bisschen, selbst wenn er nochmal kommen, also selbst wenn er weitermachen kann, dauert es länger, bis er nochmal kommt. Das heißt, dadurch wird die Ausdauer quasi gesteigert. Also quasi bei der Frau. Und beim Beim, bei dieser Technik geht es eben darum, der Hauptpunkt ist, wenn man als Mann einen Samenerguss hat, dann tut man im gleichen Moment sehr viel, wie nennt man das, schüttet man gleichzeitig sehr viel Hormone aus. Und wenn man eben keinen Erguss hat, lässt man bleiben die Hormone im Körper und dadurch bleibt auch die sexuelle Lust vorhanden. ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, was er da schwallt. Ja, ich nehme mal an, wenn du permanent Coitus interruptus machst, ne, also, und gar nicht richtig, ne, zum Abschluss kommst, dass dann natürlich die Geilheit auch bleibt. So, duh. Ich hätte jetzt gerne diesen Einspieler aus Brave Mädchen. Duh, Sascha. Ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt so eine krasse Erkenntnis ist, was da mit den Hormonen ist und die dann nicht mehr funktionieren. Das erzählst mir mal wann anders bei Halbe Bier. Ne? Aber wenn auch gleich der Orgasmus dennoch vorhanden ist. Unbedingt, warum ich unbedingt Frauen und Kinder möchte. So, und Ja, Reini, das kannst du dir komplett abschminken, ne? Dieses Frau- und Kinderthema nicht mehr in dem Leben. Da kannst du dann doch eher dann auf dein Universum verlassen. Das ist eine realistischere Annahme. Dass du nochmal ne, deine DNA weitergibst, Wahrscheinlichkeit geht gegen null. das klingt jetzt vielleicht seltsam aus dem Mund von jemandem, der wahrscheinlich nicht einmal ein Viertel oder nicht einmal einen Bruchteil von denen an Erfahrung hat wie ihr. Aber Ja, weiß nicht, ne? Viertel, Bruchteil, ne? Null, Rainer, null. Null ist kein Bruchteil von irgendwas. Ne? Also null ist halt einfach null. keiner von euch weiß, was euer Körper an Lust wirklich aushalten kann. Und wer zeigt uns das? Du? Ich kann nicht mehr. Wie meinst du das? Ähm, Von euch weiß, was euer Körper an Lust aushalten. Ich selbst seine Scheiße gehört, sorry. euer Körper ihr könnt mit eurem Körper sowas an Lust empfinden, das ist meisten gar nicht denkbar, dass das geht. Also, ja, Wasser. Keine Ahnung, weißt du, wie sich das jetzt für mich anhört, ist wie so ein. Das hört sich an wie ein Verkaufsgespräch von einem Dealer, oder? Oh, du weißt gar nicht, was dein Körper in der Lage ist, an Lust zu empfinden. Du brauchst bloß hier ein bisschen, ne? So ein Ding hört sich das an. Als würde er uns jetzt gleich irgendwelche Trips verkaufen wollen. Lustempfindung ist, wisst ihr ja wohl. Jupp. Euer Körper, speziell für die Jungs, wenn ihr einfach sagt, ihr wollt sowas nicht ausprobieren, ist das okay. Aber das, was die Prostata-Massage zum Beispiel angeht, das muss man ja nicht machen, wenn man schwul ist. Das kann man ja auch machen, wenn man hetero ist. Und das ist
Ihr werdet dann mal sehen, wenn ihr sowas mal ausprobiert, dass euer Orgasmus und eure Befriedigung viel extremer sein kann, als ihr gedacht habt. Gut, ich habe da auch über das Thema auch. Ich habe da zwischendurch nicht irgendwie Pause gedrückt, ich bin auch nicht gemutet, so ich habe dazu einfach nichts zu sagen. Ich will einfach das Bild aus dem Kopf kriegen, mich so wenig darüber. Ne? Natürlich gelesen und so. Also es gibt da wirklich erstaunlich viele Männer, die da draufstehen und es soll ja wirklich unglaubliches Gefühl dann auch sein. Ja, und wie gesagt, das ist für die meisten überhaupt nicht denkbar und euer Orgasmus ist dadurch extrem gewaltiger. Also ich sag's mal so, um es kurz zu sagen. Ja, ich sag's mal so. Dann fängt er an. Da fängt der an, als wäre es irgend so ein komischer Prollo, der sein komplett kaputt getuntes Auto irgendwelchen Tussis vorführt und bei denen angibt. Ich sag mal so, da habe ich hier Lachgaseinspritzung habe ich da reingemacht, der macht ja gerne ab wie Schmitz-Katze, sag ich mal so, hä? Aber nein, es ist rein wie die euch eins vom Prostata-Massagegerät verzapft. Auch wenn sich das jetzt scheiße anhört. Wenn du wirklich eine Prostata-Massage hast und dann halt dabei wirklich, du brauchst dabei gar nicht masturbieren, aber es kann dir wirklich passieren, dass du dann extrem abspritzt dadurch. Das ist einfach. Alter, Leute, wir müssen jetzt miteinander durch, ne? Wir müssen dann miteinander durch. Keine Ahnung, vielleicht mache ich einen Discord-Server auf, so praktisch als Selbsthilfegruppe oder so. Deine Lust wird dadurch einfach gesteigert. Und das ist, man muss noch nicht einmal eine Prostata-Massage machen, also es muss nicht einmal eine rektale Eindringung geben. Man kann zum Beispiel auch, ihr wisst ja bestimmt auch, was der Damm ist, oder? Ja. Ja, und bei einer Frau ist es halt meistens eher bekannt. Aber jedenfalls auch beim Mann ist es ja auch nichts anderes. Und auch das kann man einfach beim Sex einmal massieren, mit streicheln und so weiter. Das ist auch nichts anderes. Ja, keine Ahnung. Ne? Also, du kannst es bei dir, glaube ich, schon mal nimmer, weil da kommst du mit der Arme wahrscheinlich schon gar nicht mehr dran. Das Auch etwas, was viel mehr. Entschuldigung. Es ist einfach, euer Körper hält viel mehr Erregung aus, als ihr erstrengt. Man muss gar nicht unbedingt gleich abspritzen oder gleich halt kommen. Man kann zum Beispiel die Erregung auch abklingen lassen und dann wieder die Erregung nochmal steigern dadurch. Nein, Rainer. Echt? Also, das ist ja was komplett Neues. Also, man muss nicht irgendwie einmal, zweimal ne, abgeschossen und dann schlafen legen. Geht auch anders. Atemberaubend, Rainer. Atemberaubend. Da lernt man noch was. Muss bei Funk anfangen. Inzwischen, das war vor 10 Jahren, ne? Inzwischen machen die ja auf Digi-Doggy von Funk ein ähnlich informatives Ding wie er hier, ne? Wenn sie dann da irgendwas erzählen, was man sich besser schon und besser nicht wo reinstecken soll. Da denkst du, ja, geil, Digga, geil. Jetzt zeige ich gerne mal GZ-Beitrag. Wird auch der Orgasmus in die Länge gezogen, beziehungsweise dadurch kann der Orgasmus auch noch viel intensiver wahrgenommen werden. Ja. Na, mich interessiert das Thema. Ich meine, die kann ich zwar nicht so wirklich mitreden, aber es ist ja auch interessant. Es ist auch für die Frau so. Ihr braucht euch jetzt nicht schämen, wir reden alle offen. Ja, niemand schämt sich, ein bisschen Fremdscham, sagen wir es mal so, es cringed. Aber ich warte jetzt darauf, dass jetzt hier endlich was kommt, was nicht mehr hier Lustlord ist. Das ist auch für die gesagt, Frau. ich habe Also über sowas noch nie nachgedacht oder so. Prostata-Massage, aber auch die Frau kann viel mehr Lust empfinden. Hat Reini gerade gesagt, die Frau empfindet mehr Lust, wenn man ihre Prostata massiert? Reini, rate mal was? Ja? Wenn die eine Prostata hat, dann ist wahrscheinlich keine Frau. Hallo Ray, Sie. Hallo. Hi, Johannes. Boah, das ist eine traumhafte Soundqualität, Leute. Eine traumhafte Soundqualität. Aber da muss der Inhalt jetzt aber rocken, wenn es jetzt schon das zweite Ding in Folge ist, wo richtig räudig klingt. Wir gehen voran mit Jay-Z.
Nein, nicht verwandt. Ich bin ganz neu im Internet, aber ich habe gehört, man kann den Drachenlord treffen. Nee, da bist du hier falsch. Oder siehst du hier einen Drache? Nein, sehe ich nicht. Das hier ist nur unser TS. Ach Ich bin aber so. sowieso Baba Krantelbart, das Spiel. Ich kenne mich ja nicht so damit aus. Ja, du musst erstmal Baba Krantelbart fragen, ob das okay ist, dass du hier bist. Ja, So, wo ist der? ich bin hier, hallo. Ach so, hi. Was muss... Ja, das ist keine Ahnung, das ist anscheinend nicht Reini. Ich mache mal Pause, schauen wir mal. Ah ja, okay, also die unterhalten sich jetzt da miteinander. Keine Ahnung, was der von dem anderen will, aber einer weiß nicht, wie Teamspeak funktioniert. Reini kommt noch mit dazu. Ne? Ich wollte jetzt nur nicht irgendwie, keine Ahnung, die nächsten 5 Minuten mir diese Gülli-Qualität da anhören und dann ist es nur irgendein Dulli und nicht Reini. Du bist doch hier, es funktioniert doch. Ja, aber was sind... So, Ich wieder höre da. ständig Leute join Channel und ich höre ständig irgendwie Sachen und ich sehe den Drachenlord nicht. Und irgendjemand sagt zu mir, ich soll mir den daran, Arsch dass ich ficken. gerade TS-Probleme habe. Nee, irgendjemand sagt mir, ich soll mir den Arsch ficken, hä? Hab ich was Wer falsch sagt das? gesagt? Sagte gerade irgendjemand. Das habe ich gesagt. Woran sieht man, wer was sagt? Ach so, ich sehe es. Moment, es leuchtet auf. Du hast gesagt, er soll sich in den Arsch ficken, Krantelbart. Er will mich doch verarschen. Er hat gefragt, wie das Internet funktioniert. Das tut mir Nein, leid, ich ich habe wollte gesagt, nicht ich weiß, wie es beleidigen. funktioniert. Ich habe gesagt, ich bin noch nicht so lange im Internet. Offensichtlich hat aber Krantelbart die Regeln auch nicht ganz gelesen. Egal, ob er jetzt richtig oder falsch gefragt hat oder was er gefragt hat, einen Ausdruck jemandem entgegenzuwerfen, es steht klar und deutlich in den Regeln, dass es verboten ist. Ja, ob er sich an die Verbote dann auch wieder selber dran hält, ne? Der gute Reini. Rainer Salomon Winkler, der hier gerade schlichtend eingreift. Der Weise vom Berg, Alter. Ich entschuldige mich. Ich mein's ja auch nicht Ja, jetzt böse. Ich entschuldigt kenne mich noch nicht dich so und- damit aus, noch nicht so. Also sorry, wenn ich was Falsches gesagt habe. Ich war jetzt Und etwas natürlich nicht, verwirrt. der Fehler lag ganz bei mir. Grandelbart, jetzt entschuldigst dich und dann ist, wenn der andere die Entschuldigung annimmt, ist Nein, alles ist schon wieder okay. gut. Ist schon okay. Braucht nicht jemand. Ich weiß doch nicht, was wie die Verhaltensregeln sind. Deswegen. Ich dachte, ich hätte was Falsches gesagt. Verhaltensregeln stehen oben in der Eingangshalle rechts. Okay, Rechts in der Moment. Beschreibung. Hast Da du muss ich Zukunft, auch. Ariela? Okay. Ja, ja, ist Aufklicken. Alles Das klar, andere vielen Dank. brauchst du nicht, was ich hier gegeben habe, oder? Hört man mit dir? Ich brauch's Hallo? nicht. Okay. Aber ich werde es nochmal ändern, weil ich hoffe dann, dass nicht. Nee, ich hoffe habe dann, halt dass es irgendwas nicht wieder genommen, ich wusste abschmiert. noch nicht, ob ich es dir schicken muss oder so. Boah, es ist gerade fürchterlich anstrengend. Alle labern irgendwie durcheinander. Ich check nicht, worum es geht. Irgendwas stimmt mit dem TS nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, warum bei solchen TS-Servern dann immer 300 Seiten irgendwelche Serverregeln stehen müssen. Wo ich mir dann auch denke, sei halt kein Arschloch. Wenn du ein Arschloch bist, dann fliegst du halt vom Server fertig. Ja. Ja, ich würde bloß eins reinmachen, dass mein Kumpel jederzeit rein kann, der das Passwort hat, weil es gibt genau 2 Leute, die das Passwort haben. Nee, ich wollte. Dein Kumpel, ist das ein zweiter Account von ihm? Ich weiß nicht, wer kennt das? Kennt irgendjemand diesen Leak? Ist es ein zweiter Account von Reini, sein Kumpel, der zufälligerweise auch das Ding hat? nur wissen, dass du es dann halt auf jeden Fall hast, falls du es brauchst. Passt schon, ich würde es allerdings jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn ich das Serverpasswort versuche zu editieren. Also wenn ich reinmache. Wahrscheinlich schmier ich gleich wieder ab. Okay, ja. Ich kann das Mikrofon deaktivieren und die Lautsprecher. Okay, sorry. Gibt es auch irgendwie einen Raum zum Rumprobieren, zum Kennenlernen von Teamspeak? Da wird sich doch bestimmt der AFK-Raum anbieten, wenn da sonst keiner drin ist. Guck gerade. Ach, da unten. Okay, ich gehe da mal rein. Also weiß ich nicht, also das weiß Ich einfach nur probier's so ein mal aus. Gedankengang. Ich muss mal ein bisschen Wechseln üben. Hört man mich jetzt eigentlich? Ja, Ja, nice. Der Drache jetzt weg. sieht zumindest nicht so aus, als sei er noch im Raum. Ja, schade, Schokolade. Ich bin auch voll überrascht, dass ich gerade reingekommen bin. Ist das nicht eigentlich zu gewesen? Hab ich auch gedacht. Also letzten Mal bin ich nicht reingekommen. Ihr habt doch bestimmt irgendwo gelesen, dass es offen ist. Gibt's das zu. Nö, ich probier's jeden Tag. Ich bin auch einmal schon drin gewesen. Ja, ich probiere es auch schon seit 3 Tagen. War vorhin auch schon mal drin, vor einer Stunde oder so, aber da habe ich mich aus Versehen wieder rausgekickt. Ist halt geschlossen. Und Boah, Leute, ich weiß nicht, warum das hier in dem Best-of drin ist. Ich check's nochmal. So, jetzt kommt Reini wieder, nachdem es ihn da aus dem TS rausgeschmissen hat. Ach, du kommst, du. Das war super. Hallo. Ich glaube, ich bin. Okay. Ich weiß nicht, was los ist. Naja, ich weiß nicht, was los ist, aber ich weiß, warum ich dauernd da Disconnect bekomme, beziehungsweise warum ich jedes Mal diesen komischen Ja?
Wenn ich das Serverpasswort editieren will, also wenn ich es raus oder rein machen will, in einem unerfindlichen Grund schmiert genau da immer ab. Dann bin ich bestimmt ein Hacker. Ja, 100%. Ja, das kann ich, weißt du. Ja, dann ging 3 Klicks und alles kaputt. Das ist allerdings schon passiert, als du noch keinen Admin hattest, ne? Das auch wissen. Das heißt es dann unbedingt. Ah, sie ist auf jeden Fall werden heutzutage auch sexiert. Und das macht ihr auch aber noch so? Und dann mal Drachenfan drum beten, dass er nicht. Ja, ich kann jetzt sprechen. Ich habe nur vorhin mein Mikrofon nicht angekriegt, sorry. Keine Ahnung, warum der Part. Ich finde den Part hier gerade urlangweilig. Warum der hier drin ist, aber ja. Aber du kannst doch deinen Namen ändern, Drachenfan, wenn es ein Drache zerstört. Ah, ja, okay. Wie geht das? Rechtsklick auf deinen Namen ändern. Allerdings passt nur, wenn du nicht eine Identität hast. Wenn du deine Identität dauerhaft änderst, dann braucht der anderen Namen rein. Okay, Kann man jeden Namen ändern? Also kann man ihn so oft ändern, wie man möchte? Eine Sache ist hier übrigens auch in der Regel, man unterbricht andere nicht, wenn sie sprechen. Rainer, da darf ich an deiner Stelle ganz gewaltig die Schnauze halten. Ja? Das ist auch geil. Dann müssen sich die Leute wieder andere Nicknames geben, nur weil Reini das so sagt. Der Typ hieß Drachenfan, darf er nicht. Ne? Es darf keine anderen Drachen neben ihm geben. So ein Ding ist das. Entschuldigung. Wie soll ich mich nennen? Mir fällt gar nicht ein. Drachenfan und sowas ist halt meistens von Hatern benutzt. Okay. Gibt es irgendwie Benennungsregeln? Weil das ist mein Nick, den ich sonst immer benutze. Die einzige Regel, die wirklich wichtig ist, ist eigentlich recht einfach. Einfach keine unpassenden Namen, also wie Schwanzlos oder Schwanzlang oder irgend so ein Schwachsinn halt oder irgendwie so Rollnamen halt. So, okay, nee, das ist eigentlich nicht vor. Also kann ich meinen Namen behalten? Kannst du den Namen behalten. Ah, dankeschön. Sehr gnädig. Du darfst deinen Namen behalten. Ich habe mich jetzt umbenannt. Heißt jetzt Rein Weckler. Ah, dann kommst du auch aus Baden-Württemberg. Und was bedeutet Gast und normal? Habe ich das auch eingegeben oder wo kommt das her? Ja, das Nicht mehr, sorry. du kommst nicht wieder rein, wenn du disconnectest, wenn ein Passwort drauf ist. Du, Und das ist jetzt für gewöhnlich verstehe ich immer. das. Okay, ach, das ist ein Passwort sonst drauf. Okay, ich habe heute das erste Mal probiert, deswegen keine Ahnung. Eigentlich von Anfang an so geplant auch gewesen, habe ich auch von Anfang an eigentlich überall gesagt. Es war nur für den ersten Monat offen, dass sich Leute fit auf den Bock haben zu kommen. Ich gucke meistens nur deine Albenvideos, deswegen. Ich habe mit Teamspeak noch nicht so viel geguckt, deswegen. Sorry dann. Kommt es eigentlich, dass heute offen ist? Ich habe eigentlich nur wegen einer Person aufgemacht, die, wenn ich das jetzt aber richtig sehe, gar nicht da. irgendeine Mulle. Irgendeine Mulle, deswegen hat er aufgemacht. Nee, der war vorhin drin, aber er hat jetzt noch was vor. Da bin ich jetzt Aber ohne das morgen rein. kommt er dann wieder richtig rein, hat er gemeint. Da ist jetzt Glück mit dem Reinkommen, ja. Normalerweise wäre es jetzt nicht reingekommen. Und normalerweise ist es auch unnützes, normalerweise sind wir jetzt fast drauf, außer machst du mal eine halbe Stunde oder was auf, aber dann können die normalerweise überall an. Hast du denn schon nur mal so eine reine Interessensfrage, so viele normal? Also auf dem ist immer ein Passwort, außer dann, wenn er gerade keinen Bock drauf hat, dann ist kein Passwort drauf, aber sonst immer. User, dass der Server hier immer voll ist? Wenn ich aufmache, dann kommen speziell, ne, Normal-User nicht. Gäste kommen dann halt rein. Ja, nein, ich meine, nur wenn er zu ist und ihr Passwort drauf ist, können die Normal-User ja drauf. Und ich meine nur, ob du dann genug hast, dass der immer voll ist, so rein Interesse. Es soll gar nicht immer voll sein. Es sollen Leute da sein und im Normalfall sind immer ein paar Leute, die Normal-User da sind. Da sind jetzt auch einige Normal-User da. Könnten alle normal Vielleicht auf ist einmal schon- drauf? Nur bei der Grandelbad ruhig öfter herkommen könnt. Der hatte ja bis jetzt keinen normalen, den habe ich ihn erst gestern wieder gekriegt. Ja, ich war auch die ganze Zeit über weg. Also da hätte mir der Normalstatus auch nichts gebracht, auch wenn ich den vorher hatte. Also Aber bevor volles du Wochenende haben wir. abgeschlossen hast. User in your channel started recording. Ja, der Versuch auch. User in your channel was banned from the server. Mann, dass die Leute echt so blöd sind, Flaps zu benutzen. Hä? Okay, keine Ahnung, jemand gebannt worden. Also, du hältst mich für arrogant. Ah, okay. Kapitel 19 Real Talk mit einem Bärchen. Das könnte jetzt wieder interessanter sein. Das gerade eben. Naja. Ja, es ist wirklich so. Rainer, wirklich. Also ich habe gerade ein letztes Video gesehen, wo du diese Softboxen auspackst und alles. Und ich bin nicht die Einzige, die das findet, dass du so arrogant bist. Ach, das kenne ich schon. Das habe ich schon mal gehört. Das hier, das mit der. Habe ich darauf schon mal reacted? Egal. Ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay, Und mir tust du wirklich, klar, ich habe dich jetzt beleidigt, aber mir tust du wirklich teilweise leid, weil du, nein, das ist jetzt wirklich ernst gemeint, weil was du dir angetan hast, die Sachen sind im Internet, die gehen nie wieder weg. Das interessiert doch mich nicht. Ja, aber was ist, wenn du mal einen Beruf, du sagst doch immer, Das ist eben das. Vor allem sehr gut gesagt, was er sich angetan hat. Nicht, was andere ihm angetan haben. Was er sich angetan hat. Das ist, der ist traurig. möchtest eine Familie haben. Glaubst du, irgendjemand stellt dich ein mit dem Zeug, was im Internet von dir vorhanden ist? Soll ich dir was sagen? Wenn mich jemand nicht einstellt, weil ich so bin, wie ich bin, dann kann er mich am Arsch lecken. Und ich habe genug Kohle, ich verdiene auch genug Kohle. Ich brauche keinen
Job, wo ich irgendwie wie auf das reduziert werde, was ich in meiner Freizeit mache. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also ich bin ja persönlich auch der Meinung, was die Leute in ihrer Freizeit machen, geht die Arbeit nichts an. Ja, aber alter Schwede, zum einen, als ob Reini jemals sich wieder einen Job gesucht hätte. Auch damals war das schon für ihn schon abgehakt. Mit die ganze Scheiße hätte er nicht da schon seit Jahren durchgezogen, wenn er sich das als Option noch übrig gelassen hätte, tatsächlich richtig und echt arbeiten zu gehen. Aber die Laberei ist gerade einfach wieder fürchterlich wild. Hat doch nichts damit zu tun, aber du... Doch, auf der Arbeit habe ich meine Arbeit und in meiner Freizeit habe ich meine Freizeit. Und wenn mein Chef interessiert, was ich in meiner Freizeit mache, dann braucht er mich gar nicht einstellen, weil es geht ihn an Scheißdreck an. Außer Ja, aber ich bin jetzt in einem Metier, wo ich öffentlich bin, wo ich irgendwie mit Kunden arbeite, dann ist es vielleicht wichtig. Aber ansonsten hat es meinen Chef nicht zu interessieren, wenn ich an einer Maschine stehe. ja, aber es ist wirklich so jemand, der dich Ja, Reini, aber dich stellt doch kein Mensch an eine Maschine, da sind doch die Maschinen viel zu teuer dafür. einstellt in einem Bewerbungsverfahren. Ich meine, die gucken sich erstmal im Internet an, ob sie dir was finden. Und dein Rainer Winkler, der Name ist definitiv mit Drachenlord im Internet verknüpft. Das wird jeder sofort finden. Ich sag doch, da spricht wirklich die 2016, da waren die PH-Videos noch nicht online, oder? Waren da die PH-Videos? Waren die da schon? Ich glaube noch nicht, ne? Ich glaube, ab da wäre es auf jeden Fall für jeden Arbeitgeber so gewesen, dass er gesagt hätte, nee. Aber komm, sind wir jetzt ganz ehrlich. Reini ist aus gutem Grunde nur noch über diese Zeitarbeitsfirma überhaupt irgendwohin vermittelt worden und da immer nie länger als ein paar Stunden geblieben, bis sie ihn wieder heimgeschickt haben, als sie gemerkt haben, dass er zu nichts zu gebrauchen ist. Ja. Reini wäre auch ohne diese ganze YouTube- und Internet-Kasperei niemals zu einem Bewerbungsgespräch überhaupt eingeladen worden. Und wenn es durch ein absolutes Wunder doch passiert wäre, dass die, keine Ahnung, versehentlich dem falschen Bewerber geschrieben haben und ihn zum Gespräch eingeladen haben, dann wäre die Chance auf eine richtige, echte Festanstellung innerhalb der ersten 3 Minuten in dem Gespräch mit diesen Menschen, 30 Sekunden im Gespräch mit diesen Menschen, schon wär Gülle gewesen. Keine Chance. Kein Personaler der Welt setzt sich mit Reini für eine Viertelstunde in einen Raum und unterhält sich mit dem und sagt dann danach, ja, das ist der Richtige für unsere Firma. Das ist leider Gottes halt auch Teil der Wahrheit. Aber wie gesagt, man hätte ja betreutes Wohnen, Dulli-Werkstatt, Kugelschreiber zusammenschrauben, fertig. Ja, wäre eine Option gewesen. Frau aus mir. Ich dachte, okay, ich lass mal, dass du mir unsympathisch bist, lasse ich mal weg. Aber was du dir wirklich angetan hast mit deinen Videos, und ich sag dir, ich krieg das ja mit, ich bin in Lach schon angemeldet, schon seit Jahren. Die machen sich alle nur über dich lustig, auch in dem TS, die kriechen dir an den Arsch und alles und machen sich über dich lustig. Und du bannst ja sofort jeden, der irgendwie lacht. Viele machen sich über mich lustig. Ja, aber das ist ja das, ich will... Reini, da dann Haarspalterei zu betreiben, also zum einen sind es wirklich alle, 100%. Alle Leute haben sich über dich lustig gemacht da drin. Und ob es viele oder alle sind, macht halt das Kraut dann aber auch nicht so fürchterlich fett, Reini. Hast du jemals irgendwie einen Fan wirklich gesehen? Weil ich glaube nicht, dass die Leute, die mit dir Fotos machen, die machen sich eher drüber lustig, dass du das halt nicht merkst, dass die sich über dich lustig machen. Okay. Angenommen, Weil diese arrogante Lache. Oh, okay. Oh, my sweet summer child. Halt dein Maul, Reini. Du sagst die Wahrheit. Warum würden dann über 200 bis 300 Leute auf dem Summer Breeze mit mir sich treffen, Autogramme kriegen, Bilder machen und sonst dieses Zeug? Was sich über mich lustig machen? Ja. Reini, weil du ein Kaschball bist. Weil du eine Internet-Lol-Kau bist. Deswegen. Das hat sie ja drum gesprochen. Hey, der dicke Vollidiot, der einen auf Meddler macht und diese peinlichen Headbang-Videos, der ist hier. Echt? Wo? Da. Krass, gehen wir mal hin. Ja, die Leute haben auch alle getankt. Ne? Keiner von denen ist mehr zurechnungsfähig gewesen. Und dann hat sich das halt ein bisschen da hochgeschaukelt, ne? zu dieser Clowns-Show. Und alle hatten einen Riesenspaß. Allen voran Rainer. Weil Rainer nicht gecheckt hat, dass sie sich alle über ihn lustig gemacht haben.
Das ist ja auch übertrieben. Nein, eben nicht. Das ist es ja, weil du das nicht merkst. Nein, wirklich, lach doch nicht. Es ist wirklich so. Ich lach nicht. Dich kennen so viele Leute mittlerweile übers Internet und Lach doch nicht, ich lach gar nicht. Was ist denn los, Heidi? Großteil ist davon wirklich Lachschon zu verdanken, dass die das weiter gepostet haben. Ich verstehe, du hast wahrscheinlich, das macht dir Spaß, YouTube, du machst es gerne, aber du bringst halt wirklich nicht Qualität. Nee, es macht ihm keinen Spaß und er macht es auch nicht gern. Vielleicht ganz am Anfang. Vielleicht. Aber 2016 war es schon rum mit macht ihm Spaß und er macht's gerne. Da hat er sich auch schon keine Mühe mehr gegeben. Also, ne, das bisschen Mühe, was er sich irgendwann mal sogar das war nicht mehr angesagt. Da ging es wirklich hier, YouTube und YouNow vor allem, ging halt darum, Barrene und nochmal Barrene müssen her. Und diese Barrene, die müssen her, ohne dass er sein fettes Arschgebirge dafür von der Zarencouch unterwuchten muss. Deswegen hat er es da noch gemacht. Ne? Das macht ihm keinen Spaß, das ist nicht sein Traum. In gewisser Hinsicht war es sein Traum, sein Traum war halt, nicht richtig arbeiten gehen zu müssen. Trotzdem Barrene zu kriegen. Raus. Du lügst auch sehr viel und das kannst du nicht abstreiten. Also Sehr viel. Ja, also es gibt Lügen, aber nicht sehr viele. Na, ja, rein, ich weiß nicht, ich hätte jetzt eher gesagt, sehr viel ist ein bisschen untertrieben. Reini, wenn du guten Morgen sagst, dann gucke ich auf die Uhr, wie spät es ist. Du hast über deine Arbeit gelogen lange Zeit, obwohl jeder wusste, dass du wirklich... Ja, dann hast du da über Weihnachten, ich weiß nicht mehr genau, was du erzählt hast, hast du immer so eine Geschichte erzählt, dass du früher mit deiner Freundin immer in der Küche standest und sowas. Das ist nicht ganz falsch. Das ist nicht ganz falsch. Hey, welcher Teil stimmte nicht? Also Rainer stand früher zu Weihnachten dann immer in der Küche. Ja. Reini, wenn die Freundin da rausfällt aus der Geschichte, dann ist sie auch nichts Besonderes mehr. Das ist nicht ganz falsch. Es war Weihnachten und ich war in der Küche. Nein, Rainer. So wie jeder andere Mensch. In Deutschland auch. Du hast zu mir gesagt... Das ist nicht ganz falsch. Das ist nicht meine Freundin gewesen, aber das war eine Freundin. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig drauf, nageln Sie mir nicht drauf fest, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das irgend so eine Story, wo du dann irgendwelchen Kuchenkindern da auch erzählen wolltest, dass du mit deiner Freundin dann da ganz romantisch irgendwie Platzelbachen hast oder sowas zur Weihnachtszeit, ne? Wenn das nicht deine Freundin war, sondern eine Freundin, weiß ich nicht. Für mich hört sich die Geschichte so an, als wäre es deine Mutter gewesen. Aber da kommt er vielleicht, hey, da wird diese Ödipus-Nummer wieder. Ne? Der Rainer ganz enttäuscht war, als der Rudis zeitliche gesegnet hat, hat der Rainer gemeint, jetzt ist er dran, aber dann kam der Bartosch vorbei. Deswegen war es uns wieder auf den. Okay, dann, ja gut, das kann man nicht beweisen, sage ich mal. Es hat sich halt für mich so angehört, nachdem du zu mir in dem Privatraum gesagt hast, dass du eben noch nie eine Freundin hattest. Und ja, ich gebe zu, ich wollte Stopp, das habe ich mit Sicherheit nicht gesagt. Halt, stopp! Das hat bestimmt nichts. Ich glaube ihr, Reini. Sie ist nicht als Lügenlord im Internet bekannt, du schon, ich glaube ihr. Eine Freundin. Wir waren über ein Jahr zusammen. Du hast zu mir gesagt, du hast noch nie eine Freundin. Reini, wenn ich die jetzt frage, weiß die dann auch davon? Oder ist das so ein Du-Ding gewesen? Mit der Freundin, mit der du über ein Jahr zusammen warst? Kennst du den Rainer Winkler, ja? Wie lange warst du mit dem zusammen? Ich mit dem zusammen. Ich habe noch nicht mal geküsst. Ich habe eine geküsst. Freundin gehabt, mit 14, 15 war das. Das habe ich dir auch gesagt, da bin ich mir sicher. Nein, du hast zu mir gesagt, wortwörtlich, dass du noch nie ein Mädchen geküsst hast. Ja, na und? Ja, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, weiß ich nicht, Rainer. Würde ich sagen, wenn das, du hast gerade 14, 15 rumgesagt, in dem Alter bin ich schon der Meinung, Freundin hat schon zumindest was mit Küssen zu tun. Wenn man irgendwie im Grundschulalter ist, ne, und sagt, ja, ich habe jetzt eine Freundin, aber man sich noch nicht geküsst, das ist so eine Nummer. Ne? Ich glaube, wenn du ein Jahr lang mit einer beieinander bist, im Alter 14, 15, 16 rum und du hast ihn im Zeitraum nicht einmal geküsst, dann warst du mit der auch nicht beieinander.
Für mich schon, deswegen war ich da irritiert, dass du sagst, du hast ein Jahr eine Freundin gehabt und dann noch nie. Wir haben uns nicht treffen können, weil wir eine Fernbeziehung geführt haben, ein Jahr lang. Okay. Aber das war mit 14, 15 waren wir ein Jahr lang zusammen. Gut, ja, ich sag mal, das ist mir halt nur aufgefallen und auch da dein letztes Video, wo du da... Ey, ganz ehrlich, ich würde wetten, sollte es diese Person wirklich geben, und ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich irgend sowas wie mit Jesus, ne? So wie in der Bibel steht, existiert er gar nicht, aber der wird wahrscheinlich vage auf irgendeiner historischen Figur basieren, irgendeinen komischen Propheten oder was weiß ich da von damals. Und so ist es hier bei der Freundin auch so. Also das war ein Mädchen, das war glaube ich hier das Konfi-Camp, was er da erzählt hatte. Das war ein Mädchen in seinem Alter und das war wahrscheinlich so die einzige, die irgendwie vielleicht aus Mitleid irgendwie nett zu ihm war. Und in Reinis Kopf hieß das, okay, das ist jetzt Edzardler, meine Freundin. Und dann hat er die wahrscheinlich auch ein Jahr lang einfach nicht mehr in Ruhe gelassen. Wenn sie den Fehler gemacht hat, ihm ihre Telefonnummer zu geben, dass er dann da dauernd angerufen hat und so Scheiße. Und die hat es einfach nicht übers Herz gebracht, ihm zu sagen, er soll sich verpissen. Wie diese, in dieser Simpsons-Folge, wo Lisa mit Ralph ausgeht. Ne? Weil sie einfach sein dickes Herz nicht brechen wollte, weil er ihr leid getan hat. Und Reini denkt bis heute, es war Edzardler ein Jahr lang seine Freundin. Im Wald unterwegs warst. Gut, es ist ein bisschen übertrieben, dass die Idioten von Lachschon dich da verfolgt haben, aber da hast du gemeint, du wirst irgendwie 6 Kilometer gelaufen und die in Lachschon haben deinen Weg nachgezeichnet und es waren irgendwie nur 1,8 Kilometer. Also es fällt halt, gut, es ist übertrieben spastisch, dass die dich so verfolgen, das gebe ich zu. Deswegen habe ich auch gesagt, ich habe einen Job, ich mache das nicht, dich so zu verfolgen. Ich gucke mir halt ab und zu deine Videos an und fand halt, dass du immer arroganter wurdest mit der Zeit. Und mir war das völlig schleierhaft, warum du so arrogant wirst. Kann ich dir sagen, liebes Bärchen, kann ich dir sagen. Reini war vorher schon so arrogant. Reini war schon immer so. Reini hat sich die Maske des lustigen Let's Play-Meddlers aufgesetzt, weil er gedacht hat, dass er damit im Internet ein krasses Alleinstellungsmerkmal hat und alle das cool finden und ihn dann mit Barne bewerfen, damit er der nächste Gronk werden kann. Und je länger das gedauert hat, desto mehr ist ihm klar geworden, ja, das wird wahrscheinlich nichts werden mit dem nächsten Gronk. Dann brauche ich mich hier auch nicht weiter zu verstellen. Ne? Und dann hat er immer weiter, ne, da war es ihm dann zu mühevoll, diese Maskerade weiter aufrechtzuerhalten. Das war's. Reini war schon immer ein Hufeisenbesitzer. Ich frage mich mal, wie du Arroganz definierst bei mir. Das ist doch... Was genau? Reini, alleine das war schon arrogant. Alleine so war es schon arrogant. Wenn jemand kommt und sagt, du, ich halte dich für ein bisschen arrogant. Ach ja? Was an mir soll denn arrogant sein? Hä? Da braucht man dann doch auch nicht weiter diskutieren. Du hast schon den Beweis gerade selber erbracht. Genau, ist arrogant an mir. Wie du redest, also... du kennst es doch, wenn du jemanden triffst und du findest ihn arrogant, dann kannst du es nicht genau definieren, warum, aber du findest den Menschen unsympathisch und arrogant. Weißt du, was ich meine? Nein. Okay, naja, ich sag ja mal, es fällt nicht nur mir auf, also das Lachschon-Forum ist ja auch voll mit irgendwelchen Kommentaren zu deinen Videos, dass du ziemlich arrogant wirst. Okay, eine Sache sollten wir gleich mal feststellen, ja? Das ist keine Beleidigung. Okay, also eine Sache wollen wir gleich mal feststellen, ja? Der Mann ist überhaupt nicht arrogant. Leute, das kommt jetzt nur so rüber. Das ist jetzt hier, das zusammengeschnitten, das ist es. Die haben das ganz, die Edzardler Kackhater haben das ganz fies zusammengeschnitten, damit er arrogant klingt. Das wird sein. Ist wirklich arrogant wirke in dem Moment. Ja. Aber Lachschon kannst du nicht als seriöse Seite nehmen, wo du sagst, die sagen, das ist arrogant. Denk doch mal selbst nach und hör auf zu sagen, die machen das oder die sagen das. Nein, ich denke doch selber nach. Also bitte, ich sag doch von mir aus, ich finde dich unsympathisch. Und das war auch der Grund, warum ich da mal mitgemacht habe bei dem Verarschen, in Anführungszeichen. Ich habe danach selber im Forum geschrieben, dass mir das keinen Spaß mehr macht, weil du mir eben so, du hast mir das Gefühl gegeben, ja, ich muss mich jetzt in deiner Gunst fühlen, weil du, der Herr der Drachen, mich mit in deinen Raum genommen hast. Und so hatte ich wirklich das Gefühl. Ja, das ist richtig. Ne? Das ist, Reini lief damals schon irgendwie auf Fake it till you make it ungefähr. Ne? Er hat dann einfach schon mal angefangen, sich wie Internetprominenz zu verhalten, obwohl er einfach nur ein Dulli ist. So, was er damals auch immer gerne gemacht hat, er hatte einen Raum, in den nur er konnte und Leute, die er halt da reingezogen hat.
Da hat er dann immer, wenn irgendwelche Mullen auf dem TS waren, hat er die in diesen Raum gezogen, egal mit wem die gerade mitten im Gespräch waren, vollkommen wurscht, reingezogen und erst noch ein bisschen belästigt. Und da kann ich mir gut vorstellen, was sie hier gerade sagt, ne, dass er da einen auf Gigolo macht. Ja, so ein bisschen wie die Teamspeak-Version von Zap Brannigan. Und das ist ja das ist mein Empfinden. Und du sagst selber in dem Raum, dass du irgendwie nichts mit Fans anfängst, ziehst aber jede weibliche Person im TS in deinen Privatraum. Das ist es. Oh, Rein, ich versuche jetzt da nicht dich rauszulügen. Ja? Sie ist eine weibliche Person, bei der du das gemacht hast. Du kannst jetzt ihr nicht vorlügen, du würdest das nicht tun. Auch schon mit Kellen gemacht. Okay, den habe ich nicht kommen sehen. Aber Es ist halt nur... Auch mit Kerlen. Ganz großes Kino rein. Bei Frauen 100% Quote, bei Kerlen. Vielleicht waren das da Kerle, die so einen Nutzernamen hatten, wo er gedacht hat, vielleicht ist es eine Olle. Dann ziehe ich mal vorsichtshalber hoch und dann, wenn die Person dann irgendwas sagt, dann höre ich, ja, Olle oder nicht und dann, ne, vielleicht war es ein Versehen. Wahrscheinlich war es ein Versehen. Weil reines Belästigungsraum, ne, da dürfen sonst eigentlich nur Mulden rein. Privatraum ist einfach nur dafür da, dass man sich ungestört unterhalten kann, weil da keiner reinmoven kann. Dafür ist der Raum gedacht. Wir hätten uns auch sonst wohin zurückziehen können. Mir ist das egal gewesen. Und eine Sache, die ich... Und die Leute wollen sich nicht mit dir irgendwohin zurückziehen, Rainer. Die Leute wollen auf diesem Teamspeak-Server in dem Raum bleiben, wo sie sind. Und sich mit den Leuten weiter unterhalten, mit denen sie sich vorher unterhalten haben. Die wollen nicht einfach von dir irgendwie großkotzig in den Raum gezogen werden, in dem nur du bist. Völlig lächerlich finde, ist diese Sache von wegen Lustlord, von wegen, ja, ich würde irgendwie jede weibliche Person damit reinziehen und würde mit der dann gleich Sexgespräche führen oder sonstiges Zeug. Es ging halt extrem schnell, dich auf das Thema zu bringen. Ja, weil es ein normales Thema ist. Das ist ein normales Gesprächsthema und jeder, der was anderes behauptet, ist einfach eine abgestumpfte Pflaume, meiner Meinung nach. Also auf der einen Seite führt er da überhaupt gar keine Sex-Talks. Auf der anderen Seite, ja, hat er schnell, also ist er schnell auf das Thema gekommen, weil es ein normales Thema ist. Was von beidem, Rainer? Meiner Meinung nach nicht. Wenn du jemanden nicht kennst, dann redet man normalerweise nicht gleich über sowas. Ich spreche über alles offen. Das ist der Grund, warum ich... Das ist jetzt geil. Ganz ehrlich, das ist hier die absolute Totschlag-Argumentation gegen sexuelle Belästigung. Hey, warum haben Sie das gesagt? Ich spreche einfach über alles offen. Ja? Wollen Sie mich jetzt verurteilen, weil ich ehrlich bin? Da kommt irgend so ein schmieriges Arschloch und sagt, irgendeiner Tussi, ich würde gern Piep in Piep und Piep, ne, stecken. Und dann beschwert man sich drüber und sagt, hey, ich bin nur ehrlich. Ich rede über alles. Ja, ist halt vielleicht auch manchmal nicht angebracht, Reini. Bei wildfremden Leuten. Viele unsympathisch finden, weil ich sage, was ich denke, weil ich das sage, was ich meine. Nein, also ich sage auch, was ich denke. Ich bin da auch sehr ehrlich, aber... Ich nehme halt kein Blatt vor den Mund. Ich rede über alles, über Sex, Drugs, Rock'n'Roll, ich rede über jeden Mist. Also ich meine... Joke an der ganzen Sache, Sex hat er noch nie. Drugs auch nicht wirklich. Ich meine, Alkohol vielleicht. Alkohol, gib ihm. Zigaretten pafft er immer nur und ich glaube, die Dübel, an denen er gezogen hat, er wahrscheinlich auch alle nur gepafft. Deswegen erzählt er auch, das wirkt bei ihm nicht. Und ansonsten Drugs eher nicht. Und von Rock'n'Roll hat er keine Ahnung. Der große Battle-Influencer. Also wirklich Sex, Drogen und sonstigen Scheißdreck. Ich rede über jedes Thema offen und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich sage, was ich denke. Das ist ja an sich keine schlechte Eigenschaft, aber ich sag halt, ich sag mal, für Außenstehende rüberkommst. Du kommst halt irgendwie... Ja, Reini, aber auch wenn man so ein ehrlicher Dude ist, so, aber ein bisschen Filter muss halt rein, ne? Also ein bisschen Filter muss halt rein. Ein bisschen Gespür vielleicht auch. Ja, für die Situation, für das Gegenüber, ja, auf welchem Vertrautheitslevel bewegt man sich? Ist das irgendein Dude, mit dem ich seit dem Kindergarten kenne? Mit dem kann ich natürlich ganz anders sprechen, andere Dinge sagen, andere Themen anschneiden, als wenn es jetzt irgendeine wildfremde Frau ist, die ich nicht kenne, die sich nur zufällig auf meinem Teamspeak verirrt hat und die ich jetzt irgendwie gegen ihren Willen in so einen isolierten Raum gezogen habe und dann komme ich nach 30 Sekunden auf das Thema. Das ist halt creepy, Rainer.
Also ich verstehe, dass du nicht die Mittel hast, um jetzt hochprofessionelle Videos zu machen. Aber deine Videos sind halt auch teilweise einfach schlecht gemacht, auch gerade zum Beispiel, wo du die englischen Titel vorgelesen hast von irgendwelchen Alben. Das ist großartig. Das Allerbeste war das, wenn denn die Leute den echten Titel daneben gemacht haben und es dann on the fly ausgetauscht. Super, super, großes Kino. Die hast du ja wirklich komplett falsch vorgelesen. Also da war wirklich teilweise Sachen dabei, da gab es ja die Zusammenschnitte von Drachen nervt. Weißt du, da denke ich mir, wenn dir das wirklich so wichtig ist, du das... Ja, dann geht man auf Google, gibt das ein, lässt sich's von Google vorlesen, ne, und übt das ein bisschen und sagt es dann richtig. so gerne machst, dann schadet es doch nicht, wenn du dich ein bisschen vorbereitest, die Titel irgendwie nachschaust, wie man die ausspricht oder so Sachen. Nee, aber das ist doch jetzt wirklich Okay, dieses und dazu eine konstruktive... Sache. Ja? Ich werde als arrogant dargestellt, weil ich die ausspreche, wie ich sie ausspreche. Nein, das nicht. Über das Arroganzthema waren wir doch schon lange weg. Das nicht. Und weil ich lustig finde, ich sage noch am Anfang vom Video, oder noch am Anfang, bevor ich es ausspreche, sage ich noch, tut mir leid, ich kann kein Englisch, ich kann ihn nicht richtig aussprechen und sag's und lese dann vor. Und dafür werde ich dann verarscht. Das finde ich... Ja, rein, weil das keine Ausrede ist. Das ist keine Ausrede, das ist keine Entschuldigung dafür. Weil es halt wirklich einfach 3 Sekunden dauert, den Titel in eine Google-Suchleiste einzugeben und sich vorlesen zu lassen. Auch damals schon. Überhaupt kein Problem. Und wenn du dir die Mühe nicht machen willst, für deinen Job, den du ja immer als solchen bezeichnet hast, ja, dann ist das kritikwürdig. Und ja, dann ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich darüber abkaspert, dass du die alle verhunzt, ausnahmslos. Auch lächerlich. Es ist halt einfach lustig, weil ich meine, das dauert 2 Sekunden, es gibt so Webseiten wie leo.org oder sowas, so Sprachwebseiten, da tippst du das Wort ein und dann liest dir das sogar der Computer vor, wie man das ausspricht. There we go, genauso. Ja, und solche Seiten kenne ich jetzt, wenn ich damit nichts zu tun hatte. Ja. Diese Seiten kennt der Edzardler nicht. Der große Medienprofi hier kennt er, hat er nichts damit zu tun gehabt. Reini, hier geht es um eine Übersetzungsseite und nicht um die Epstein-Files. Da habe ich nichts zu tun. Es ist das Internet, verdammte Axt, ne? Wenn ich irgendwas nicht weiß, auch im Jahr 2016 schon, gebe ich es in Google ein. Und wenn ich das lese und merke, okay, ich kann kein Englisch und ich kann das nicht vorlesen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, wer könnte mir da helfen, dass mir da nicht als erstes Google einfällt, ich gebe das da ein, ich habe damit nichts zu tun, ist keine Ausrede, Reini. Aber es gibt zum Beispiel auch Google, ich frage mich das immer, wenn du irgendwelche Tweets rauslässt und dann die Rechtschreibung, ich meine, wenn du wirklich Legastheniker bist, ist okay, aber... Wie viele Twitter-Accounts er damals noch hatte? Nee, der ist nicht Legastheniker, er ist einfach hageldumm. Ne? Du meinst, du kannst ja bei Google ein Wort eintippen, das dauert 2 Sekunden, dann siehst du, wie das richtig geschrieben ist. Ich würde mich nie, wenn ich mir bei einem Wort unsicher bin, würde ich auf jeden Fall mal nachgucken, wie das geschrieben ist, bevor ich das rausposte und das irgendwie tausende Leute lesen. Also das musst du mir schon zugestehen, dass das konstruktive Kritik ist. Das ist halt der Unterschied zwischen uns beiden. Das ist ein Unterschied. Ja, genau. Du gibst halt einfach keinen Fick. Das ist dir egal. Das ist zu harte Arbeit. Die 3 Sekunden googeln ist dir zu viel Arbeit für deinen Content, für deinen Job. Ja? Das ist dein Beruf, deine Leidenschaft, wo du immer sagst, ne? Dein Traumberuf. Und dafür ist es dir nicht wert, 3 Sekunden zu googeln. Beweisführung Edzardler abgeschlossen, euer Ehren. Mich interessiert nicht, wie was ausgesprochen wird, solange man weiß, wie es gemeint ist oder was gemeint ist. Ja, aber das macht, wenn du professionell YouTuber werden willst. Ich meine, ist dir mal ein anderer aufgefallen, der das... Moment. Ich will YouTuber werden. Oder ich will Vollzeit eventuell auf YouTube mal sein, ja. Aber wer sagt denn, und das ist immer wieder so eine Sache, das habe ich schon 100-mal gesagt, wer sagt, dass ich professionell werden will? Ja. Ein Klassiker. Ja. Du. Reini, du hast es auch damals, 2016, schon als deinen Beruf bezeichnet. Und professionell heißt nichts anderes als beruflich auf schlau. Ne? Wenn du etwas beruflich machst, machst du es professionell. Das ist deine Profession, dein Beruf. Das ist das Gleiche. Also, ja, du hast gesagt, du wirst es professionell machen. Und
Wenn du es professionell machen willst, dann hat es eben den und den Qualitätsanspruch, den sie dir gerade gesagt hat. Und Reini, das ist auch nur ein minimaler, wirklich gar keine hohe Einstiegshürde, minimaler Qualitätsanspruch. Google die Scheiße und schau zu, dass du weißt, wie man sie ausspricht, wenn es dein Hauptcontent von diesem Video ist. Oder mach dich zum Obst und mach's als Comedy-Format. Aber dafür bist du weder clever noch selbstironisch genug. Du sagst, Ich habe noch nie gesagt, dass ich professionell werde. aber Ich anders sagte, ich geht's ja will- nicht. Ich sagte, ich will ein großer werden. Ich sagte nicht, dass ich professionell werden will. Ja, aber willst du wirklich großer YouTuber werden auf Basis, dass sich alle über dich lustig machen? Ist das wirklich das? Ich will echt. Reini, alle großen YouTuber müssen professionell etc. werden auf einem gewissen Level. Ich finde es auch oft übertrieben, dass Leute, die wirklich dann schon ein gutes Konzept haben und es läuft alles und das ist schon auf einem relativ guten Production Value und dann, dann müssen wir noch größer werden, jetzt sind wir noch im Büro und dann machen wir noch mal einen Zweitkanal und dann stellen wir noch mal 3 Leute ein und dann machen wir dies und machen wir jenes. Keine Ahnung, ne? Ich würde einfach sagen, wenn es gut ist, ist es gut, ne? Dann machen wir das so. Sein. Ich will der sein, der ich bin. Ich wollte nie jemand anders sein. Und ich werde auch nicht auf Kosten meiner, wie sage ich das jetzt, Zettler? Keine Ahnung, wie du es als Zettler sagst. Ich sage aber, wenn es richtig scheiße ist, dann muss es halt verbessert werden, wenn man das dann professionell etc. machen will. Ne? Und wenn einem das nicht wert ist, dann muss man halt schauen, dass man die Barre woanders herkriegt. Ich werde auch nicht auf Kosten meines Charakters, meinst du? Also meines Charakters. Ich werde nicht auf Kosten meines Charakters etc. was anderes machen. Ja, aber ich weiß nicht, das spricht wirklich so die Frau aus mir. Ich denke mir, was ist mit deiner Zukunft? Du hast ja diesen Sachen, die sind ewig im Internet, die gehen nicht mehr raus. Und lass mal den Job außen vor. Überleg mal, du möchtest ein intelligentes Mädel kennenlernen. Glaubst du, die springt auf sowas an, wenn die solche Videos und Fotos von dir im Internet sieht? Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Das ist wieder genau dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. Das ist wirklich. Ich werde als arrogant dargestellt. Das hat jetzt nichts mit der Arroganz zu tun. Alter, jetzt hör der Scheiß Arroganz auf. Es geht doch jetzt schon wieder um was ganz anderes. Und dabei sind so viele, das hat jetzt auch damit nichts zu tun, das ist was zu sagen, das geht jetzt nur darum, was mein Satz bedeutet. Ich werde als arrogant dargestellt, als Arschloch dargestellt, ich werde als was weiß ich immer wieder, Ja, dargestellt, ne? Weiß nicht, wenn dich jemand als solches darstellt, dann bist es schon du. Ne? Ja, hingestellt hat und dann sind die Menschen immer so oberflächlich. Wenn mich jemand nicht mag, weil er nur meine Videos sieht oder sowas, das ist genau das gleiche mit dem Job. Ich will nicht einen Job, wo ich hinterher nur deswegen, was ich mache, genommen werde. Okay, also er will keinen Job, wo ich nur dafür genommen werde, was ich mache. Ja, Reini, aber das ist das Konzept von Lohnarbeit. Ne? Also du hast was du machen kannst und jemand anderes braucht jemanden, der das macht und der ist bereit, dir dafür Geld zu geben, dass du das für ihn machst. Sendung mit der Maus-Niveau erklärt, Rainer. Ne? Das ist Lohnarbeit. Ne? Niemand stellt dich einfach nur so ein. Ne? Was kannst du? Nix. Einwandfrei. Machst du nix, kriegst du 3.000 Euro von mir. Das wird nicht passieren, Rainer. Niemand bezahlt dich 40 Stunden die Woche fürs Nichtstun. Ja, aber das ist ein bisschen blauäugig von dir. Ich meine, man muss sich anpassen, wenn man einen Job hat. Ja, es kommt wieder auf den Tag drauf an. Ne? Ob das blauäugig ist, verändert sich ja immer. Der Reini, musst du mich wissen, liebes Bärchen, ist ein ganz besonderer Mensch. Man muss sich. Ja. Nur sterben. Nein, korrekt genommen, eigentlich muss ich in meinem Leben nur Konsequenzen ziehen. Nichts anderes muss ich. Ja, aber findest du das wirklich. Ja, Reini, das mit dem Konsequenzen ziehen, das hast du jetzt auch nicht so super hinbekommen. Ne? Allen voran die Konsequenz zu ziehen, diese Internet-Kasperei aufzuhören, nachdem du schon in sehr, sehr, sehr frühen Zeiten des Projekts Drachenlord so extremen Gegenwind und Backlash bekommen hast. Ne? Da wäre Konsequenzen ziehen angesagt gewesen. Die Konsequenz wäre gewesen, shit, ne? Vielleicht bin ich für die Nummer einfach ein wenig zu dumm. Ja, dass wenn du sagst, alle anderen müssen sich anpassen, du sagst, nein, du passt dich nicht für den Job an und die anderen müssen dann für dich arbeiten, um quasi dein vom Staat bezahltes Geld zu finanzieren. Findest du das? Einmal. Vom Staat finanziertes Geld. Ja. Was habe ich gerade noch gesagt? Du hast doch selber zugegeben. Einen kleinen Zuschuss. Reine Zuschuss oder nicht, du kriegst dieses Geld
aus der Staatskasse. Und du kriegst dieses Geld aus einer Staatskasse, die finanziert wird von den Steuern der Menschen, die arbeiten gehen. Und die vielleicht auch einen Job machen, den sie jetzt nicht so dufte finden. Und die vielleicht in der Früh auch, wenn der Wecker geht, sich denken, ich habe keinen Bock aufzustehen. Und wenn das Wetter draußen räudig ist, sich denken, ich würde lieber daheim bleiben, lieber drinnen bleiben im schönen Warmen, nicht jetzt da raus, damit ich immer Lohne meddel. Diese Leute bezahlen das Geld, das du da als kleinen Zuschuss bekommst. Hey, ist scheißegal, wie viel du von der Stütze kriegst. Ob es 1000 Euro sind oder 10. Ist mir vollkommen wurscht. In dem Moment, in dem du das Geld nimmst, hast du eine Verantwortung den Leuten gegenüber. Nicht kein Hartz IV oder sonst was. Ich habe genug Geld. Du hast doch selbst Reini, wenn du genug Geld hast, warum wirst du bezuschusst? Ich kann überhaupt kein Hartz IV beantragen, selbst wenn ich so wollte. Aber du hast es doch zugegeben in deinem Ehrlichkeitsvideo. Ich sagte, dass ich keinen Job habe. Momentan. Ich sagte, dass ich Gelegenheitsjobs habe. Dass ich immer wieder mal was habe. Und dafür Selbstständiger Schichtarbeit, da haben wir gelacht. noch einen kleinen Zuschuss kriege. Aber ich könnte selbst, wenn ich wollte, kein Hartz IV beantragen. Weil ich genug Geld habe. Ja, aber das ist halt so meine Frage. Ich meine, viele Leute müssen einen Haufen arbeiten gehen und können gerade so... Komisch, da sagt er 2016. Da sagt er hat genug Geld. Ein paar Monate später schrauben sie ihm den Strom ab und dann heult er rein, ich habe keine Barne, ich brauche Hilfe, wir brauchen, hier müssen die Gronk und alle anderen Influencer in Deutschland müssen jetzt Spenden streamen für mich machen, damit ich meine scheiß Stromschulden abstottern kann. Ne? Hier kurz davor, ich habe genug Geld. Komm gerade so über die Runden und du kaufst dir da Kameras für 300 Euro oder 239 Euro und irgendwelche Softboxen. Du musst schon also klar, das geht niemandem was an, das ist deine Privatsache. Aber wenn man das halt so sieht, es ist halt dubios. Das kannst du ja nicht abstreiten, wenn man das wirklich nur so sieht und sieht, ja, du arbeitest nicht, du gibst selber zu, du arbeitest, kriegst dann eine kleine Unterstützung vom Staat und kaufst dir trotzdem so einen Haufen Zeug. Du musst doch zugeben, dass das manche Leute dann auf die Palme bringt, wenn die ihr ganzes Leben arbeiten und sich gerade so über Wasser halten können. Ich habe auch mein ganzes Leben lang gearbeitet. Also rein erstens einmal bist du zum damaligen Zeitpunkt Mitte 20 und zweitens hattest du in deinem kompletten bis daherigen Leben keine 3 Jahre Lohnarbeit auf dem Zettel. Dein ganzes Leben gearbeitet, dass wir gelacht haben. Ja, aber... Ich habe wahrscheinlich sogar viel früher angefangen zu arbeiten als andere. Weil ich habe schon mit 4... Reine wie viel... Ja, mit 4 schon mit dem Rudi im Wald, aber wie viel früher willst du noch, wenn du 26 bist, ha? Und es geht hier um Lohnarbeit, ne? Steuerlich relevante Lohnarbeit. Die darfst du, glaube ich, erst ab 15 machen. Ja, also... Mit 5 habe ich schon meinem Vater im Wald geholfen und ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, in einem Bauerndorf groß geworden. Ich habe wahrscheinlich schon viel früher gearbeitet als die meisten Menschen. Ja, genau. Der Reini hat schon mal viel früher, viel mehr und viel härter gearbeitet als alle anderen auch. Reini, du bist nicht auf dem Bauernhof groß geworden. Das war vielleicht irgendwann einmal ein Bauernhof, anno dazu mal, aber da warst du schon da warst du nur lang nicht gekalbt. Ja? Also erzähl keine Scheiße mit Bauernhof. Einen richtigen Bauernhof bewirtschaften ist ein Fulltime-Job. 24/7, 365 Tage im Jahr. Das wäre nicht gegangen, wenn Rudi nebenher noch LKW-Fahrer war. Das kannst du ja nicht als Arbeit zählen, mit 4 Jahren, dass du da im Wald bist, da hast du deinem Papa vielleicht geholfen. Seit ich 4 war. Ja, aber das kannst du ja nicht als Arbeit zählen. Also, das ist Wieso nicht? Weil du 4 Jahre alt warst und dein Vater dich in den Wald mit reingenommen hat und sich gedacht hat, hoffentlich geht er mich zu sehr auf den Sack, damit sich das nicht alles unnötig verzögert. Und ich kann mir gut vorstellen, wie du dem da geholfen hast. Da bist du auf der Ablagefläche oder sowas von irgendeinem Karren oder sowas gesessen. Dann hat man da irgendeine Zuckerplörre in die Bratzen gegeben und der Wurstsemmel und dann hast du da vor dich hingekaut und dich darüber beschwert, dass du es lieber daheim wärst zu Pokémon schauen. Gemacht, bis ich 21 war. Ja, aber wenn du mit 5 Aber damals gab es, glaube ich, noch kein Pokémon. Was auch immer, Fernseh schauen. Ne? Jahren im Wald bist, du kannst doch nicht deinem Vater da ernsthaft helfen. Du hast vielleicht ein paar Holzscheite zusammengesammelt, aber das ist doch keine Arbeit. Das ist für ein Kind eher Spaß. Du kennst meinen Vater nicht. Na. Ja. Reini, wer dein Vater ist und wie gut man den kennt, ändert ja nichts an der Tatsache, dass ein 4-Jähriger nicht in der Lage ist, schwere körperliche Arbeit zu verrichten im Wald. Nur weil dein Vater vielleicht irgendwie streng war,
heißt das ja nicht, dass du deswegen auf einmal mit 4 Jahren den Workload von einem 14-Jährigen hättest machen können. Was labert der Mann wieder? Also, Definitiv nicht. trotzdem, ich sage ja, ich mag dich, ich habe dich aufgrund deiner Videos, ich kenne dich persönlich nicht, habe ich einen ziemlich schlechten Eindruck von dir. Allerdings, in dem Sinne, klar, das ist jetzt vermessen, sowas zu sagen, Aber ich glaube, hier machen wir. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um hier einen Cut zu machen, warte. Nicht. Hier fängt sie jetzt an zu reden. Wir sind bei 2 Stunden, 12 Minuten. Okay, wir haben noch 1 Stunde vor uns. Das ist eher 2 Videos, würde ich sagen. Eher 2. In diesem Sinne, Leute. Ja, war ein bisschen schwierig. Zwischendurch hat man hier so eine kleine Durststrecke, ne, bei dem Neuling-Ding. Ich weiß nicht, warum das so oft wiederholt wurde. Vielleicht bin auch ich zu dumm, um zu checken, warum das hilarious ist und dann Best-of rein muss, aber in diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Medal of.